Tada! Hey Oli, ich glaube, wir sind on. Hey, heute zusammen willkommen zurück zum ersten Schweizer Fischer-Podcast. Fisch verrückt! Ja Mann, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Und das Wichtigste vorab, wenn ich schon da habe, Cheers zusammen. Prost. Ja, schön habt ihr wieder eingeschaltet zu eurem Lieblingspodcast. Ihr Genau. hört es am Ton an, es tönt vielleicht ein bisschen anders als die anderen Mal. Weil Geiler. wir auf Remote sind. Wir haben noch 2 Gäste, die ebenfalls von ihrem Daheim aus zugeschaltet sind. Aber ich glaube, zu denen kommen wir dann später noch kurz. Beziehungsweise, ich glaube, wir machen zuerst unser Übliche mit Rückblick und Ausblick. Jo, ich habe da 2 Punkte aufgeschrieben. Und zwar ist die Maus abgegeben worden, für alle, die es nicht gesehen haben. Wir haben sie in der Story gepostet. Mats, herzliche Gratulation zu dieser Maus. Und es sind auch schon Rückmeldungen gekommen zum Video, dass der Peter ein Wochenende hat, weil am Schluss vom Reel sagt er noch schönes Wochenende. Ich habe es erst am Dienstag gepostet. Ja, Genau. ist ein bisschen verzögert gewesen. Und, Oli, ich weiss nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich habe mega viele positive Rückmeldungen an der Messe bekommen für unseren Podcast. Ja, mega. Aber da werden wir ja später noch genauer Ja. drauf eingehen. Aber die Genau. Reaktionen sind riesig gewesen, ja. Noch nie so gross wie das Jahr. Ja, absolut. Und damit wir relativ zügig zu dem Thema kommen, würde ich sagen, gehen wir weiter, und zwar in Ausblick. Hey, da geht es darum, wer überhaupt alles im Podcast ist, und dann würde ich doch unseren Gästen gerade das Wort übergeben, dass ihr euch mal könnt, erkenntlich zeigen. Ich glaube, vorstellen müsst ihr euch nicht mehr, euch kennt man mittlerweile komplett an. Also ich bin der Ralf, ja, Co-Organisator von der Schweizer Sportfischermesse. Merci vielmals für die Einladung. Ja, und mit dabei ist noch der Gesi. Büsli. Ja. Die andere Veranstalter von der Schweizer Sportfischermesse. Vielen Dank, Mit dürfen wir heute von dieser tollen Veranstaltung berichten. Mit seinem schönen Innerschweizer Dialekt. Und der Ralf übrigens auch mit seinem schönen Innerschweizer Dialekt. Ich finde das herrlich. Ihr sind so richtig urchige Innerschweizer am Dialekt. Ja, gern. Es ist ja so, dass es leider zeittechnisch ja nicht mehr gelangt hätte. Gern hätten wir euch noch dabei gehabt bei der Messe-Episode, aber es sind halt doch dort gleich schon 2 Stunden rum gewesen und Ja. die Messe ist glaube ich vorbei gewesen, so viel ich wie das nebenbei mitgeschnitten habe. Ich war plötzlich überrascht gewesen, was geheißen hat, ich muss zurück an den Stand aufräumen. Ich so, was, die Messe ist schon fertig? Irgendwie, die Zeit Und- ist so schnell umgegangen. Und dann sagt er mir noch, er hätte den Autoschlüssel vom Transporter daheim vergessen. Ich dachte, ja, geil, Mann, geil, danke vielmals. Ja, no. Es hat dann gleich noch funktioniert, wir sind ja dann nicht die Letzten gewesen. Aber ich würde sagen, wir gehen normal mit dem Programm weiter und gehen nachher noch auf die spannenden Zahlen und Facts von euch, Ralf und Gesi, und starten jetzt noch, oder fahren fort mit meine Woche, deine Woche. Beziehungsweise Ralf Gesi, wie sieht es bei euch aus? Ihr habt den Vortritt selbstverständlich bei der Rubrik. Wie ist In eure der Woche? Sportmesse sind wir Eisfischen, der Ralf und ich. Wir sind eingeladen vom Gusti am Tannensee, zusammen mit dem Peter Heil, also der Nils von Peter Heil hat es organisiert. Nochmal herzlichen Dank. Ja, das war richtig cool gewesen. Nochmal vor der Messe schön fischen, bei Traumwetter. Ja, und dann, da war die Messe gewesen und nach der Messe ist vor der Messe, beziehungsweise nach der Fischermesse ist vor der Jagdmesse, und jetzt sind wir da noch voll in der Vorbereitung, und ja, bis vor 20 Minuten sind da noch Telefon gekommen für die Jagdmesse, und ja, die Leute laufen auf Hochtouren. Ja, finde ich cool. Sag Ralf, mal du bist schnell, ja wann mit ist deiner... die genau? Die ist am Okay, 7. 8. März, findet die statt, auch in der Umweltarena, am gleichen Ort wie die Fischermesse. Und die Halle ist ausgebucht. Ich finde es erstmal statt, die Jagdmesse. Ist ein bisschen stressig, wie wir da dazugekommen sind, ja. Aber wir haben uns dem Thema angenommen und ja, das Gefühl, wir können das ähnlich machen wie an der Fischermesse. Hat sehr interessante Aussteller dabei und hat jetzt im Prinzip mega Arbeit gegeben, aber auch mega Spaß gemacht, um das jetzt im Vorfeld aufzugleisen und das aufs Bein zu stellen. Und jetzt sind wir mega gespannt. Jetzt sind wir
ja, die stressigste Zeit liegt hinter uns im Prinzip für die Vorbereitungen. Jetzt ist es noch so ein bisschen, ja, jetzt haben die Aussteller haben so ein bisschen kleine Fragen, weil sie halt für sie auch das erste Mal an der Jagdmesse wird sein, wie das alles ablaufen wird und so weiter. Und da haben wir jetzt noch viele persönliche Gespräche und ja, so Kleinigkeiten am Vorbereiten, aber die großen Sachen sind eigentlich alle schon erledigt und ja, jetzt sind wir so ein bisschen in angespannter Vorfreude harren wir der Dinge, die da kommen. Ihr sind ja beides ambitionierte Jäger. Dann wisst ihr ja, wie man so eine Messe muss gestalten und was Schürzenjäger nicht darf meinst du? fehlen. Hast jetzt du gesagt? Aber ist sicher noch speziell, oder? Ich meine, wenn ja, ich glaube, kann man so sagen, korrigiere mich, wenn du eigentlich nichts mit dem Thema zu tun hast und dann so eine Messe musst organisieren, oder? Ja, also wir sind beides keine Jäger, das ist richtig. Aber es ist natürlich auf eine Art, ein bisschen artverwandt und wir sind nicht über Thematik Jagen angegangen, sondern im Prinzip mit unserer Erfahrung von der Veranstaltung, von der Messe. Was braucht ein Aussteller, was braucht ein Besucher? Und haben das eigentlich so, wir sind das so angegangen, ja. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie das ankommt. Also bis jetzt die Feedbacks, die wir haben von den Ausstellern, ja, sind soweit gut, was ich mitgekriegt habe, ja. Und jetzt ja, schauen wir mal, was wir da beigestellt haben, ja. Auf jeden Sind wir Fall toi gespannt. toi toi. Merci, ja. Danke. Oli, willst du gut weitermachen? Ja, bei mir war vor der Fischermesse der Umzug gewesen ins Haus. Und wie man hinter mir sieht, ich hocke in meinem Fischerzimmer. Ist noch nicht ganz fertig, aber ein Teil ist schon eingerichtet und ein bisschen eingeräumt. Ja, dort ein bisschen zu viel zu tun gehabt. Nach der Messe natürlich die 2 Reels, die ich schon gedroppt habe auf Instagram und auf TikTok, zu schneiden. Mir ist das Jahr ein grosses Anliegen gewesen, dass die sehr zeitnah rauskommen. Da bin ich ein bisschen dran gewesen die letzten Wochen. Darum, ja, nichts gewesen bei mir mit Fischen, aber halt, ja. Reels schneiden, Podcast schneiden von der Messe. Ja, Nachbearbeitung eigentlich von der Messe, wie ihr jetzt auch das gehabt habt. Das war bei mir genau etwa gleich gewesen. Das war etwa meine Woche gewesen. Bei mir war auch nichts mit Fischen im Fall. Es ist richtig tragisch. Ich bin heute noch am Zürichsee entlang gefahren und habe runtergeschaut, habe gesehen, ey, geile Bedingungen, Mann. Es wäre wirklich so leicht wellig. Es hat mich schon ein bisschen gejuckt. Ich dachte, nein, Mann, heute haben wir einen Podcast. Okay, easy. Ja, no. Gehen wir halt das anderes Mal. Mir ist vor der Messe habe ich noch angefangen mit dem Routenbauen. Ich habe, wie ich im Podcast schon gesagt habe, mit dem Peter, habe ich mir da Material bestellt, einen Apex Blank und Fuji Alkanite Ring, plus noch einen Fuji Rollenhalter, noch ein bisschen Schnickschnack dazu. Ich habe ein Handteil mittlerweile gemacht, Ring gebunden. Und ja, sie sieht geil aus. Oli, du hast sie auch schon in die Hand nehmen. Und ja, ich glaube, es ist schon eine geile Route. Ich glaube, sie kommt richtig geil. 1,98 lang. Beschriftung ist jetzt mittlerweile noch angekommen. Von Deutschland habe ich noch bestellt. Mit so Wasserschiebefolie. Schönes Logo dazu. Geile Beschriftung. Herrlich. Und ja, ist ja nicht so, dass man nur ein Projekt hat, oder? Es ist ja, eins wäre ja langweilig, weil man muss immer wieder so ein bisschen warten dazwischen. Also habe ich gefunden, nach der Messe holen wir noch einen E-Motor. Und dann für das Boot noch den Mikota Terova BT55 mit der Advanced GPS Fernbedienung geholt und haben den jetzt noch eingebaut und binnen sage und schreibe heute, wo wir einen Podcast aufnehmen, Freitagnachmittag, eintragen lassen. Das heisst, in Zukunft gehe ich nur noch mit dem E-Motor fischen. Also natürlich schon auch mit dem Verbrenner, aber ich habe einen Bugmotor. Geil, Mann. Ganz Ja, geil. Freue mich. Das ist gut, ja, das braucht es. Das mache ich Ja, natürlich. leider bringt es nichts. Ja, das wäre eigentlich so ein bisschen meine Woche vor und nach der Messe. Natürlich die ganze Vorbereitung bei der Messe. Sie hat sich zwar recht in Grenzen gehalten, weil das Material hauptsächlich von den Deutschen hergekommen ist. Ich kann auch das Kasssystem bringen und bin am Freitag dann noch kurz dort gewesen. Und ja, die Deutschen haben dann bei mir gepennt bis am Montagmorgen. Am Sonntagabend haben wir noch ein schönes Raclette gemacht. Und genau gleich wie letztes Jahr. Ich sage mir immer, wenn man das Raclette macht, sage ich immer, ich stelle den Brandmelder ab. Ja, natürlich.
natürlich klassisch vergessen, Speck oben drauf geht, alles drum und dran, gell? Und kurz bevor wir fertig sind, hat es einen riesen Alarm gegeben, Brandmelder ist abgegangen. Und, ja. Dann haben wir Zum den Glück Riegel hat löschen, ist mir schon klar. Ja. Haben wir dann gemacht. Wir haben sogar dann noch einen guten Likör ausgepackt, wo ich noch, oder wo die Frau und ich aufs Hochsieg bekommen haben, vom Sam. Danke vielmals an dieser Stelle, es war sehr fein gewesen. Ja, das wäre es so ein bisschen mit meiner Woche. Und sonst ist halt arbeiten. Und nächsten Freitag geht es dann endlich wieder mal aufs Wasser. Endlich. Ja. Wir machen Infos aus der Szene. So, und es war ja Mess, Ralf und Gesi. Und da sind wir natürlich ganz fest bei euch. Tell me. Was ist gegangen? Was habt ihr an der Messe alles vernommen? Was für Infos? Wer hat gewechselt? Wer ist bei wem? Wo gibt es neue Sachen, die wir jetzt noch nicht wissen? Lasst raus, ihr könnt alles rauslassen. Wir schneiden nichts raus. Also ehrlich gesagt, kein Plan. Wir haben jetzt die letzten 2 Wochen seit der Messe wirklich nur mit der Jagdmesse verbracht. Vielleicht für die einen, die es nicht mitbekommen haben, der Dietmar Isaias und der Stefan Seuss haben beide aus privaten Gründen nicht kommen an die Messe. Sehr kurzfristig abgesagt. Ich glaube, wir haben einen Tag vor der Messe. Wegen familiären Ereignissen und beim Seuss, der hat glaube ich etwas anderes gehabt, ja. Das war sicher schade gewesen. Und sonst, ja, wenn der Insider wissen wollt, dann vor allem an die Schweizer Sportfischmesse kommen, dort hat es einen Haufen YouTube-Stars und ganz viele Koryphäen und die stehen gerne Rede und Antwort und die scheuchen den Kontakt überhaupt nicht. Und zum Schluss den Podcast, den wir von der Episode aufgenommen haben. Sorry, was meinst du, Ralf? Du könntest schon verraten, weil der Isaias gefallen ist, der Didi. Der wird nächstes Jahr seinen Besuch nachholen an der Schweizer Sportfischermesse. Und da freuen wir uns schon mega drauf. Ja, ja cool. Das Programm startet schon wieder zur Hälfte. He? Und der Ralf und ich haben eine Einladung bekommen, zum Fischen gehen. Genau. Sehr geil, ja. Sehr nice. Sind wir sehr gespannt, wie es gelaufen ist. Und wann gehen ihr? Ja, es wäre in Holland. Ja, geil. Gesi, dann lernst du endlich mal fischen. Ja. Und der Ralf kann am Didi zeigen, wie das geht. Das ganz ist gut. Genau, so läuft's. Genau, zeigen wir mal. Nein, aber ja, ist lässig, ja, vielleicht können wir das mal annehmen, wenn wir mal schauen, ob wir das irgendwie unterbringen, ja. Ja, sehr nice. Ja, wäre geil. Ich habe eigentlich 2 Infos. Eins ist, Bait Brigade hat neu Gourmexus im Sortiment. Wer das kennt, das sind so Rollentuning für alle Baitcaster. Ja, Statio hat es auch etwas, aber vor allem Baitcaster-Tuning-Teile, mega cool. Dann hat es neu dabei Livingston Lures. Wer fleissig der YPC verfolgt, weiss, dass die Köder Geräusche machen unter Wasser. Bin ich sehr gespannt. Ich muss auch mal noch etwas bestellen dort. Ob das dann etwas bringt. Das haben wir ja auch diskutiert, Nico. Ob das etwas ausmacht. Bin dann sehr gespannt, ob das etwas bringt. Dann habe ich noch eine Meldung, und zwar Captain Greenfin ist neu im Shop von Hecht und Barsch. Stark. Geil. Cool. Also, ja. Greifenseegrund ist saniert worden. Das sind die News, die ich habe. Die Proben sind vom 16. bis zum 20. Februar entnommen worden. Ich bin mega gespannt, was da rausgeht. Ich hoffe, das kann ich irgendwie weiterverfolgen. Oder dementsprechend Eva, wenn sie zu uns kommt, kann etwas dazu sagen. Nimmt mich recht Wunder. Sie wollen irgendwie schauen, wie belastet das Wasser ist. Weil gemäss ihnen, ich weiss nicht genau, wer das alles, wer das in die Weg geleitet hat, ist das Wasser bei der Body. Wow. Ja, es ist schon lange her, als ich die News eingetragen habe. Ich glaube, Badi Greifensee oder Badi Uster, ne? Ich glaube, Badi Uster ist es. Sagt jetzt das Wasser oder der Gewässergrund ein bisschen belastet. Mit, hänge ich mich auf, Quecksilber vielleicht. Okay. Es ist aber nicht weiter schlimm, auch für die Tiere nicht gefährlich, für die Menschen sowieso nicht, weil es ist im Gewässergrund. Und solange da nichts irgendwie gemacht wird, also es ist auch nicht in den ersten paar Metern, weißt du kannst abstehen und so, sondern es ist wirklich im Grund innen in dem Sinn. Und solange das nicht aufgewirbelt wird, werden da keine Schadstoffe freigesetzt. Und selbst wenn, würden die jetzt sich relativ schnell wieder lecken anscheinend, weil es halt doch ein gewisses Gewicht haben im Vergleich zum Wasser. Aber ich bin gespannt, was da rauskommt. Dann ist der Herbert Ziereis, für alle, die es noch nicht wissen, ist zu BFE gegangen, hat dort schön ein weißes Kittel angelegt, hat mich recht erstaunt, ehrlich gesagt.
Warum ausgerechnet BFE? Ich wollte sagen BMW. Aber ja, er sagt dann im Video, er ist halt Bayer oder Bayern und durch das hat er halt auch einen gewissen Bezug. Ich bin gespannt, was dort Neues kommt und wie es dort dann auch weitergeht. Dann, ja. Ja, voll, ich habe das irgendwie nicht mitbekommen. Ja. Ich habe vorhin noch mit dem Gesi telefoniert, der Gesi hat mir das gesagt, hast du gehört? Und ich muss auch sagen, ich bin auch recht überrascht. Ich hätte jetzt eher gedacht, da geht etwas mit Bullseye oder mit, wie heisst am Beine seine Marke? Topwater Productions. Genau, Topwater Production, Ja. dass dort irgendwie etwas zu laufen kommt. Ja, so BFE hat mich jetzt auch gerade ein bisschen überrascht. Ja, gut, also als ich das letzte Mal auf der Homepage war von Bullseye, ist der Herbert Ziereis dort noch als Bullseye Teambody oder wie man dem auch sagen will, ich weiß nicht, ob das explizit Teamfischer ist, gelistet gewesen. Und ich gehe jetzt mal davon aus, so wie ich den Herbert kenne und das kann einschätzen, ich kenne ihn ja nicht wirklich persönlich, aber so wie ich das kann einschätzen auch mit dem Markus, mit dem Fonso, wird er immer noch Bullseye-Routen fischen, aber Köder von BFE wahrscheinlich. Habe ich das Gefühl. Und ist halt dort auch in der Produktentwicklung. Ja. Ich weiss nicht, was dort kommt, ob dort irgendwie noch Routen kommt. Aber ich glaube, da können euch sicher die einen oder anderen auch gewisse Inputs mal stecken. Oder wir können mal beim Fonso anfragen. Ob er dort mehr kann sagen. Ja. Mehr weiss ich auch nicht. Und für alle, die es nicht mitbekommen haben, YPC Boat und Fly vs. Jerk ist gestartet. Aber ich glaube, neuer gehen wir auf das Thema als anderes Mal ein, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben. Wo wir ja wirklich mal die letzten paar Folgen ein bisschen rekapitulieren können. Und der Oli mit seinem Fly vs. Jerk kann kommen und ich wahrscheinlich mit dem YPC Boat, weil ich glaube nicht, dass der Oli den YPC Boat gross schaut. Nein, ich habe die erste Folge schon durchgeskippt und das ist mir schon verkleidet. Ja, genau. Perfekt. Hey, komm, aber dann machen wir doch Fürschi und gehen weiter und zwar zum Thema. So, Ralf und Gesi, und da kommen wir voll zum Zug. Wir haben ein paar Fragen vorbereitet. Wir haben nichts über die Community gefragt, muss auch gesagt sein. Weil wir es doch relativ schlank behalten, die Episode. Das Ziel ist eigentlich wirklich 45 Minuten. Wir haben jetzt noch 25 Minuten, bis meine Pizza kommt. Plus 1-2 Minuten Backofen, okay. Ja, Oli, wie wollen wir da loslegen? Schweizer Sportfischermesse erlebt haben, 26, was ist anders? Was ist gut gegangen? Was vielleicht ist schlecht gegangen? Panne. Ist wieder ein Becken ausgelaufen. Wir sind eigentlich mehr als zufrieden mit der Durchführung von der diesjährigen Sportfischermesse. Wir sind natürlich immer bestrebt, zum noch Schippen drauflegen und coole, wie soll ich sagen, die Werbung sehr speziell vorbereitet, ja. Die Werbung für die Sportfischermesse und wie wir es präsentieren. Dem haben wir sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt. Es hat sich dann auch gezeigt, auch natürlich mit dem tollen Aussteller, den wir hatten, dass die Besucherzahl hat können erhöht werden. Ja, es sind viel mehr Besucher gekommen wie letztes Jahr, was sehr erfreulich war für die Aussteller vor allem. Die haben allesamt, also ich habe jetzt keine einzige negative Rückmeldung bekommen, durchweg positiv. Ja, die Aussteller sind sehr zufrieden gewesen. Viele haben auch schon ihren Stand wieder gebucht, im gleichen Umfang wie jetzt das Jahr. Ja, also wenn man das gesehen hat, wie die Halle sich gefühlt hat in der Kürze am Samstag und die angenehmen Vibes, sage ich jetzt mal, die tolle Stimmung, die es an der Messe hat, war also wirklich bis jetzt die schönste Fischermesse, wo man können zusammen machen, oder? Gesi, was meinst du? Stimmt ja zu 100% zu. Wie fest sind ihr im Stress gewesen, Samstag und Sonntag? Ihr sind sonst immer so ein bisschen die am Samstag und am Sonntag kaum Zeit haben, um irgendwie plaudern oder weißt, weil ihr einfach on fire sind und schaut, dass alles passt, muss alles perfekt sein. Hat auch immer funktioniert, muss ich auch sagen. Es war immer geil gewesen. Aber wie fest sind ihr jetzt das Jahr im Stress gewesen? So? Ja, also ich glaube, der Stressfaktor ist immer hoch. Weißt, wenn du so eine Veranstaltung planst und durchführst, hast du immer Angst, dass irgendetwas in die Hose kann gehen, dass irgendein Aussteller an der Grenze hängen bleibt, dass an der Messe etwas passiert, dass irgendetwas Unvorhergesehenes kann eintreffen. Und es ist auch dann so gewesen, oder? Dann hörst du so, es kommt nicht, dann hörst du Didi kommt nicht. Ein paar Wochen vorher Majorfish fängt erst am Nachmittag an aufstellen, oder?
Zum Beispiel, oder dann ein paar Wochen vor der Messe, ich glaube 2, 3 Wochen vor der Messe, haben wir erfahren, dass irgendwie von einem ganz grossen Aussteller der Stand abbrennt ist. Ja, das sind natürlich dann so Momente, ja, wo dich ganz kurz mal durchschüttelt. Aber ich glaube jetzt mittlerweile, der Ralf und ich haben jetzt schon ein paar Jahre können Erfahrung sammeln und können mit dem gut umgehen. Weil jetzt da ja sicher ganz anders war, ist vom Stresslevel, ja, weil wir halt eben da die zweite Veranstaltung noch im Rücken haben, ist auch das Feeling nach der Schweizer Sportfischmesse ganz anders gewesen. Du hast nach der Schweizer Sportfischmesse immer können runterfahren und so quasi mit einem ganz guten Gefühl und Stolz ja, zurückschauen. Und heute hast halt du die innere Anspannung noch, ja, weil wir halt in 2 Wochen wieder dort sind. Mhm. Ja, das glaube ich. Das glaube ich, ja. Das ist sicher sehr ein grosser Punkt, was Stresslevel angeht. Du hast es echt permanent oben, oder? Du bist hard on fire und schaust. Willst du bei der anderen Messe willst du auch performen, willst du auch schauen, dass es funktioniert. Oder? Ja, das ist so. Also es ist auch ein Baby von uns und Mhm. ja, wie wir Alpha bei mir am Abend stellen rund um die Uhr, also die ganze Zeit das Telefon und alle wollen etwas. Und gleich hast du noch eine eigene To-Do-Liste, die du solltest machen und ja, braucht ein bisschen ja, Organisation, dass man dem allen kann gerecht werden kann. Aber ja, mit dem Ralf macht es einfach auch irrsinnig Spaß. Wir ergänzen uns so gut. Dort, wo ich schwach bin, ist er stark und umgekehrt genauso. Und darum funktioniert das. Für unser Empfinden ist das super, oder? Ja, es kommt gut über, also man merkt es auch. Ja, sorry, Oli. Habt ihr den Moment, wo ihr einfach auch mal vielleicht am Samstagnachmittag hersteht, auf die Halle schaut und sagt, wow, geil. Ich weiss, Gesi, du tust dir nicht auf die Schulter klopfen, ich weiss, du machst das nicht, aber gibt es gleich den Moment, wo du denkst, hey, hure geil? Also ja, das Jahr war es schon so, muss man sagen, waren dann froh, wo wir gesehen haben, wie viele Leute das kommen und wo die ersten Stimmen dann gekommen sind von den Ausstellern. Dann haben wir gewusst, ja, wir haben nicht ganz so viel falsch gemacht und das war dann schon, das ist immer ein tolles Gefühl, an jeder Veranstaltung, wo man im Prinzip so kann dann sehen, wie das dann fruchtet, die ganze Mühe, wo man das ganze Jahr hat, das ist schon ein befriedigendes Gefühl. Also wegen dem macht man es zum Schluss auch. Nein, das Jahr war es wirklich, also was mir am besten gefallen hat, war wirklich die Stimmung. Ich habe das genossen, muss ich sagen, wo ich keine Arbeit hatte an der Messe, während der Messe, ja, wo da kein Problem war und so, alle Lampen von der Aussteller eingestellt und so weiter, hat man können durch die volle Gasse durchlaufen und hat in die Gesichter geschaut von den Besuchern, von den Jugendlichen, die dort waren, von den Ausstellern und das habe ich schon aufgesaugt, da muss ich schon so sagen. Das ist dann schon toll gewesen, um das zu sehen, dass es ein Erfolg ist, ja, dass man etwas Tolles geschaffen hat auf eine Art. Ja, das ist schon ein tolles Gefühl, muss ich so sagen. Ja. Also, so habe ich es wahrgenommen. Also ich bin ein paar Mal durchgelaufen, eigentlich ohne Ziel, ja, durch die Messe und habe einfach die Atmosphäre eingesaugt und das war schon schön, ja, muss ich sagen. Ja, ich glaube, das darfst du auch. Also es ist wirklich, ja, da kann ich nur Öl auf das gießen, weil es ist wirklich auch für mich als Aussteller sehr eine geile Messe gewesen. Und man hat zu keiner Minute haben wir irgendwie eine Hektik, eine Panik oder irgendetwas Unorganisiertes empfunden, sondern es hat alles funktioniert. Auch von den Leuten her ist nichts irgendwie gekommen, ja, die hure Scheissmesse oder irgendwie so etwas, sondern also es ist wirklich eigentlich durchaus ja, nahtlos abgelaufen, wenn man so will sagen. Aber Ralf, du hast vorher noch... Der Gesi hat noch keine Antwort gegeben. Ja, sorry, Gesi wollte ich schon noch hören, über den Moment mal stimmt. wirken lassen. Ich kann eigentlich gar nicht ergänzen. Also, es hat einen Moment gegeben, wo wir am Aufräumen waren nach der Messe, wo die Halle quasi leer war. Dort haben der Ralf und ich uns ganz kurz mal umarmt und haben mal können so durchschnaufen und dort haben wir gesagt, haben wir gut gemacht. Und den Moment empfinde ich als richtig schön. Ja, es war nur der Ralf und ich gewesen und ja, es ist immer... Es ist nicht blöd, wenn ich das so sage. Ich bin Mitveranstalter, aber ich bin immer erleichtert, wenn es ist und es hat keine Zwischenfälle gegeben und
ja, es geht dann einfach so ein bisschen Druck ab und das tut dann gut. Ihr habt schon stark vorgelegt. Mit diesen Messen, wie ihr euch jetzt hier gesteigert habt. Und das kann ich gut verstehen, ja. Ja, also mittlerweile ist es wirklich so, dass wir, ja, das klingt jetzt blöd, wenn wir das so sagen, aber von den Feedbacks von den Deutschen, jetzt Pure Fishing, Westin, eben Savage Gear und wie sie alle heißen, ja, müssen wir uns, glaube gar nicht mehr so kleinreden oder verstecken, weil die sagen alle, wir haben eine Top-Mess. Auch Hearty Rice zum Beispiel ist überrascht gewesen. Die sind das erste Mal mit dem XXL-Stand gekommen. Und, aber das alles, weißt du, das funktioniert ja nur, weil jeder mitzieht, jeder Aussteller mitzieht. Auch rundum, wir haben so viel positives Feedback, wo unterjährig quasi gestreut wird durch all die Besucher etc. Und für das sind wir schon sehr dankbar und wissen das zu schätzen, oder? Das ist wirklich eigentlich ein schönes Gefühl, ja. Also ich glaube, das haben wir auch gemerkt im Podcast, Oli, wo wir die Gäste bei uns hatten. Dort war eher so ein bisschen die Tendenz gewesen, noch extremer, dass wir das gesagt haben, die Messung uns als so klein angepriesen worden und ist doch eigentlich so gross und vor allem auch gut organisiert, oder? Jetzt gerade ein Simon hat das gesagt, er hat gesagt, ja, die Messe, ich habe den Podcast heute Morgen, habe ich noch schnell ein bisschen reingelassen und dort hat er auch gesagt, hey, der GSC das Orga-Team sind gekommen und er hat gesagt, ja, es sind kleine Messe und so und er hofft nicht zu viel und als sie dann da waren, sind sie dann völlig überrascht gewesen, oder? Es ist so ein bisschen, ja, man hat es fast ein bisschen unter Wert verkauft, ihm gegenüber oder auch am Max gegenüber, er hat ja gesagt, oder auch der Enrico, der dann gesagt hat, ja, Umzug in eine Halle, oder, mit der Sportfischermesse, in die Umweltarena damals, wo er gedacht hat, oh, ist es vielleicht nicht ein Schippe zu gross, dass die Persönlichkeit verloren geht, aber es ist überhaupt nicht der Fall, sondern es ist wirklich komplett persönlich, familiär und man merkt einfach auch, es ist eine geile Stimmung und das kommt halt über. Und ich glaube, das liegt auch nicht zuletzt natürlich an euch, von den Organisatoren, die halt so viel Einfluss auf das Ganze nennt, wollen nehmen und auch können und dürfen nehmen, oder? Wo halt auch akzeptiert wird, sage ich, wo auch kannst reden und kannst diskutieren und ja, ich glaube, das macht schon recht viel aus. Also da sind wir, glaube ich, schon, mein Sohn würde jetzt sagen, ein Stream-Team, das da funktioniert im Hintergrund, auch wenn man euch nicht immer aktiv an der vordersten Front sieht, glaube ich, stimmt da wahrscheinlich alles der Community zu. Ja. Ich liebe, danke. Ist ja so gewesen, in dem Podcast nach Berlin, habe ich ja schon gesagt da im Podcast, hey, ich bin ja mit euch jetzt dort unterwegs gewesen, 2 Tage lang, was ich miterlebt habe, was ich für Gespräche habe dabei sein, verstecken müsst ihr euch nicht mehr, könnt ihr nicht mehr. Mhm. Auch nicht in Deutschland, ich meine, das ist bis nach Berlin gekommen, dass die Schweizer Sportfischermesse eine geile Veranstaltung ist und das haben wir schon gemerkt in Berlin selber. Und was ich noch gehört habe, ist, es hat noch ein paar Spionen auf Platz gehabt. Habe ich gehört, ich habe es gehört flüstern. Ich sage jetzt aber nicht wer. Ja, Aber ich also habe gehört, sie sind dann Spionen, abgefangen worden. es gibt, es gibt ja in Friedrichshafen auch noch eigentlich ja, eine etablierte Messe, die aber zurzeit ein bisschen Mühe hat, aus diversen Gründen, wo, ja, teils haben wir gehört, teils wissen wir nicht. Und das ist ja ganz legitim, dass dann irgendwie die Veranstalter von dieser Messe, von der Aquafish, dann auch zu uns kommen, um zu schauen, wer tummelt sich da um, etc. Und da sind wir auch nicht irgendwie abgeneigt, um mit denen ein Gespräch zu suchen oder uns auszutauschen. Wir machen das Gleiche und gehen auf Berlin und probieren dort quasi zu unseren Gunsten ein Maximum rauszuholen. Und dann ist das ganz okay, wenn auch andere zu uns kommen. Und das ehrt uns ja, dass dann so eine grosse Firma wie Mess Friedrichshafen zu uns kommt und schaut, wie wir das machen. Ja, das ist cool. Also ich meine, eben, das zeigt ja nur schon, also ja, eben, verstecken könnt ihr euch nicht mehr. Also im positiven Sinn, selbstverständlich, oder? Wie habt ihr das so wahrgenommen oder führen die Statistik männlich, weiblich, gelesene Personen, Alter oder so, ich nehme an, ich weiss nicht, ob ihr das aufführt. Oder dann könnt ihr einfach den Eindruck sagen, ich habe das Gefühl aus meiner Sicht, das hat sehr viel junge, wie sagen wir, junge Menschen gehabt an dieser Messe als auch schon. Also viel mehr Jugendliche an der Schweizer Sportfischermesse. Nehmen die das auch so wahr? Also es ist natürlich, ich würde sagen, Fischen ist en vogue. Es ist, ja, es ist quasi modern, es ist angesagt, ja, und viele Junge zieht es wieder in die Natur.
Und man hat sehr viel Eltern gesehen mit ihrem Sohn, mit ihrer Tochter, wo irgendwo ein Starter-Kit postet oder einfach sich voll reinstürzen in das Thema. Die Leute wollen in die Natur, die Leute wollen Zeit in der Natur verbringen, wollen den Fisch essen im Prinzip oder ja, die suchen den Kontakt mit dem Naturthema. Übrigens ähnlich wie bei den Jägern auch, sind sehr viele Junge dort auch. Also das ist die gleiche Entwicklung ist dort auch zu sehen, ja, es ist nicht mehr überaltert oder so, oder es ist nicht mehr so, wie soll ich sagen, viele Junge gehen in die Thematik rein und sind natürlich auch an der Veranstaltung anzutreffen. Ja. Ihr habt Ja, ja das ist schon bei euch im letzten Podcast gefragt, was sich so verändert hat in den letzten Jahren. Und ich glaube, das Markanteste ist, dass jetzt die Fischer so viele Leute erreichen, indem sie halt eben auf Insta, TikTok, YouTube vor allem so viel Content produzieren. Und da sind so, eben so Firmen wie Nace oder so ein Brosef oder so, sind natürlich Vorreiter, wo genau den Geschmack von der jungen Generation treffen und da etwas ja, anwächst, wo unser Hobby, unsere Leidenschaft auch in Zukunft wird sichern. Und das ist das Schöne, oder? Da müssen wir alle eigentlich ein Stückchen dankbar sein, dass sie so eine gute Arbeit machen, mit ihrem Eigeninteresse eigentlich, dass sie dort können etwas Gutes erwirtschaften können. absolut, ja. Ist sicher wichtig, dass man irgendwo den Nachwuchs kann sichern, was das angeht. Definitiv, ja. Und Eben, heutzutage funktioniert einfach vieles über Marketing. Ja, Oli, bitte, Ja, Entschuldigung. die Frage habe ich ja auch gestellt, eben weil der Erik uns ja auch angesprochen hat und das erste Mal bin ich sehr überrascht gewesen von seinem Alter, dass er unseren Podcast hört. Ich meine, wir reden da ja schon noch ein paar Themen so zwischendrin, die vielleicht nicht für jugendliche Ohren gedacht sind, aber dass extrem viele junge Leute uns angesprochen haben an der Mastermind. Ich denke, vielleicht haben die das auch so wahrgenommen. Wenn wir da gerade beim Erik sind. Erik, wenn du den Podcast hörst, bitte Das gehst du wird zu er. deinen Eltern. Gehst du zu deinen Eltern und du das Handy auf ganz laut machen. Und dann bitte sagen ihnen, sie sollen bei dem Podcast geschwind kommentieren oder, besser noch, sie sollen uns geschwind, wenn sie Instagram haben oder Facebook, anschreiben, weil wir haben noch etwas für dich. Das hat mir der Peter, ich weiss nicht, Oli, ob er dir auch geschrieben hat, der Peter. Oh nein, das weiss ich jetzt auch nicht. Ich bin Okay, jetzt gerade überrascht, gut. was passiert. Mir hat er angerufen, darauf ab, wo der Podcast rausgekommen ist, Erik. Und er hat gesagt, hey, dem Bursch, dem müssen wir etwas geben. Er wird noch eine Sprachnachricht machen für den nächsten Podcast, den ich einspielen werde. Er hat mir mal so kurz vorangetönt, was es ist. Also bitte, Erik, für den nächsten Podcast, nicht für den, sondern für den nächsten Podcast, der dann rauskommt, unbedingt schön kommentieren oder nimm einfach irgendwie mit uns Kontakt auf, beziehungsweise deine Eltern, spielt ja keine Rolle, aber du kommst noch etwas über, weil du hast beim letzten Gewinnspiel hast nicht können mitmachen und du verfolgst uns ja schon seit der ersten Stunde mit dem Handy, wo du Musik hören kannst, wo du nicht kannst kommentieren, darum unbedingt dranbleiben. Wir sagen dir, was du machen musst, damit du zu uns auch kannst, beziehungsweise deine Eltern können Kontakt aufnehmen. Genau, so viel zu dem als Einwurf. Das hat der Peter noch gesagt. Weil, ja, es hat ihn richtig berührt, als er den Erik gehört im Podcast, wie Freude dass er hatte, dass er bei uns sein. Ich wollte gerade sagen, ich habe in der Hühnerhaut, wenn ich das gehört. Peter, du Ja. verdammte Maschine. Erik, wir hauen noch ein paar riesen Sticker oben drauf. Schau mal, Ja. mit da fette Bike-Sticker. Also du siehst es jetzt Absolut. vielleicht nicht, aber ich habe es da in die Kamera. Kommst auch noch 100 über. Komm. Absolut. Oh, der Gut. geht Hühnerhaut. Nein, Ja, so ist herrlich, finde ich mega cool, wirklich. Mega. Auch da an Peter, Hut ab, gell, dass so etwas einfach so kommt und sagt, hey, unbedingt macht das, der muss. Oder? Darum, ja, sehr, sehr cool, Peter, danke auch dir an dieser Stelle, gell, und wir hören uns bitte dann da absprechen, wie wo was. Ja. Peter Aber- ist ein Ehrenmann, großes Herz. Definitiv, absolut, ja. Hey, was für mich noch brandaktuell oder für mich noch heiß interessiert, Ralf und Gesi, ist, jetzt haben wir doch so ein bisschen den Vergleich gehabt, oder den Vergleich zu vorher, einfach so ein bisschen, was sich geändert hat, was ihr für einen Eindruck gehabt habt, und wir sind auf das Thema Besucher gekommen. Und ich glaube, das interessiert nicht nur mich, sondern es interessiert alle anderen auch da draussen, die uns zuhören. Wie viele Besucher habt ihr in diesen 2 Tagen bei euch an der Schweizer Sportfischermesse 2026 gehabt? Also wir haben es können
steigern im Vergleich zum Vorjahr, fast um 20%. Boah. Ja, das sind, Krass. weiß gar nicht, ob man Applaus, da kommt Applaus, da kommt Applaus. Ja. weiß gar nicht, ob man das da so sagen darf, wie viele Besucher. Ja, Gesi, der übernimmt der Gesi. Der Gesi ist da verantwortlich für PR-Auftritt und alles, was wir dazu. Also Ja, ganz zu genau können wir es Protokoll eigentlich geben. gar nicht sagen, weil die Jugendlichen und Kinder, die zählen wir ja nicht. Und, also, aber wir schätzen, dass wir über 1000 Kinder und Jugendliche eingeladen haben. Also, Crazy. Boah, krass. Crazy. Und das ist Genau. verrückt. Hey, geil, geil. Wo ihr angefangen habt, die erste Messe, kannst du so nicht vergleichen von der Örtlichkeit her, von der Location her natürlich, aber wo ihr angefangen habt, was habt ihr dort gehabt? 2500 etwa. 2500. Die erste Messe haben wir weniger gehabt, Ralf. Ich glaube, zwei Die Tage erste- 2500 ungefähr. 1500 und 1000 war es ungefähr. Ich habe In weniger Oberglatt. im Kopf. Ja. Also so ungefähr war es. Also, wobei, das war dort Und- auch schon eigentlich ein Erfolg, ja. Wir haben bis jetzt jedes Mal hergebracht, zum mit dem Wachstum eigentlich in dem Bereich ist das jetzt jedes Mal gewachsen, ja. So muss man es wirklich sehen. Mhm. Jetzt auch natürlich in Spreitenbach, in der Umweltarena, dort fällt es uns leichter, zum das Wachstum generieren, weil die Location, einen herzlichen Dank auch an die Umweltarena, sie machen es sehr gut. Die Location ist natürlich auch attraktiv für die Besucher. Es gibt einen coolen Rahmen für die Veranstaltung. Tragt sicher auch zum Erfolg bei, auf jeden Fall. Hättet ihr jemals gedacht, als ihr die erste Messe gemacht habt, dass ihr irgendwann einmal Besucher habt, oder sagen wir so, dass ihr dann irgendwann über 6000 Besucher habt? Ja, also im Prinzip, wir haben das schon immer eigentlich, wie soll ich dem sagen? Wir denken grösser noch, ja, eigentlich, ja. Wir, Okay. wenn man jetzt sieht, wie viele Fischer das es in der Schweiz hat, dann kommt ja eigentlich nur ein Bruchteil an die Hurenmesse, ja. Also von dem her, denke ich, wir haben noch für die nächsten Jahre Ziel, wo wir erreichen wollen und wo wir alles dafür geben, dass man da der ein oder andere zusätzlich noch erreichen könnte. Geil. Also, es ist noch nicht. Der Ralf und ich sind ja auf Spanien gefahren, go fischen, an Ebro. Und im Auto auf der Fahrt ist ja die Schweizer Sportfischermesse quasi gegründet worden. Mhm. Und dort haben wir gesagt, dass wir eigentlich die geilste Messe in der Schweiz machen. Und dort sind wir eben noch Nobody gewesen, und es hat ein Fischen, Jagen, Schießen gegeben, wo etabliert ist, etc. Und da haben wir eigentlich schon gesagt, dass wir eigentlich wahrgenommen werden. Vielleicht haben wir noch ein bisschen mehr gesagt, ich weiß es nicht mehr so genau, aber es ist schon cool, dass wir jedes Jahr bis jetzt einfach können unter Beweis stellen, dass mehr möglich ist. Ja, Ich meine, auch 20% Steigerung, das ist ja mega. Das ist brutal. Also, Ja, also das ist eigentlich das, was wir, ja, wir haben, mit dem haben wir fast gerechnet, wie wir die Werbung platziert haben und so weiter. Wie gesagt, das ist natürlich, wenn man die Statistiken anschaut, wie viel Fischer das es tatsächlich gibt, glaube ich, da ist wirklich noch Potenzial, und wir arbeiten daran mit dem Programm, mit der Qualität von unseren Ausstellern, und ja, dass wir noch mehr Reichweite generieren und dass wir noch für noch mehr Fischer den Treffpunkt dürfen ziehen. Ja. An dem arbeiten wir, und haben wir Freude daran, wenn das noch weiter sich positiv entwickelt. Ja. hey Oli, ich habe noch 2 Fragen, und du? Ich habe keine Fragen mehr. Ist eine gemeine Frage. Welcher Stand ist als letztes fertig gewesen? Mit Abräumen. Wir sitzen mal nicht gewesen. Nein, wenn ihr auch nicht kommentiert, ist okay. Aber welcher Stand hat euch am meisten Eindruck gemacht? Eindruck. Welcher Stand hat euch am meisten wir haben beeindruckt? so viele schöne Stände gehabt. Also, Ist auch nicht sagt böse gemeint oder so, sondern ist einfach eine reine Frage, welcher Stand, wo ihr reingelaufen habt und dacht, wow, hure geil. also, das Gefühl habe ich ein paar Mal gehabt bei ZEC, beziehungsweise Kundelfinger Hof ist wow gewesen, Angelschnur ist wow gewesen, Pro Outdoor ist wow gewesen, Westin ist wow gewesen, ja, Savage Gear ist wow gewesen.
was der Hebeisen und Stucki da abgerissen haben an der Messe, ist der Oberburner. Also ich muss sagen, selten so ein Stand gesehen wie beim Hebeisen und beim Stucki. Also mit den Häuschen, die sie bauen haben für Vision und Patagonia, mit der mega geilen Wand, mit dem HRH, der Teppich, den sie gelegt haben und. Der Köderautomat von Stucki, wo ich also sage, was sagen die Jungen? Dicke Props gehen raus. Wirklich Wahnsinn, mit wie viel Liebe zum Detail sie da etwas gemacht haben und keine Kosten und Mühe geschont haben. Also, geil. lieber Dank, Jungs. Wahnsinnig Show gewesen. Hat doch kleine Aussteller gehabt, Newcomer, der Lure, hat es auch sehr gut gemacht, muss ich sagen, für den ersten Auftritt. Auch cool gefunden. Dann Harty Rice, natürlich wie immer eine Bank, ja. War top, ja. Also vom einfach der Wolki super, ja. Und nein, hat sehr viele tolle Stände gehabt, natürlich, ja. Also danke nochmal allen, wenn ihr zuhört. Weiter so, wir haben mega Freude. Oli? Ja, da bin ich wieder. Wie war deine Messe? Hey, aus meiner Sicht Messe mega. Also ich habe vieles auch so erlebt, wie jetzt Ralf und Gysi das gesagt haben. Gerade zu der Stand, wenn wir schon dabei sind, das habe ich auch schon in meinem Reel gesagt. Also ist krass, dass das Jahr auch so Auge drauf gelegt wurde, wie es aussieht. Nicht nur einfach irgendwelche Tischli her und ein paar Köder präsentiert, sondern hey, auch noch Teppich am Boden gelegt. Man hat geschaut, hey, eben gerade Pro Outdoor, zweiseitig begehbar und so. Weißt du, so ein bisschen, man hat geschaut, wie es aussieht. Und das habe ich schon in Berlin gesehen, dass viele Stand, klar, die haben auch ein anderes Budget, da wollen wir gar nicht drüber reden. Aber dass dort auch das Auge dabei ist, und das haben wir dieses Jahr in der Schweizer Sportfischmesse auch extrem viel gehabt. Das hat mir mega gefallen. Hey, ich bin auch Samstag, Sonntag da gewesen. Samstag für das Video, das ich gemacht habe. Sonntag haben wir noch den Podcast gemacht. Es ist mega krass gewesen. Ich meine, am Samstag, ihr habt es von erzählt, die Leute sind reingeströmt. Ich bin auch so meine Runde gelaufen und ich bin, glaube ich, 2 Stunden gelaufen, angehauen worden, irgendwelche Selfies dürfen machen. Was für mich, ich weiß nicht, Nico, wie es dir gegangen ist, für mich mega überraschend war. Klar, ich habe schon 1, 2 Selfies habe ich auch schon dürfen machen, weil wir unseren Podcast gehabt haben. Aber so wie das Jahr ist es noch nie gewesen. Also, dass ich um 2 Stunden gelaufen bin. Die Leute wollen mit mir ins Gespräch kommen. Das finde ich mega cool. Was gesagt, hey, ich habe den Kommentar geschrieben, die Folge und die Folge gefällt mir mega gut. Und das hat mich mega überrascht, das Jahr. Also, am Anfang, ich darf so ehrlich sagen, ich bin überfordert gewesen am Anfang mit dem. Also, ich kann nicht damit umgehen, weil ich habe gedacht, hey, ich bin einfach der Oli Fischer, wie ihr auch an dieser Messe da. Ja, klar, ich mache noch ein bisschen Videos und ein bisschen Podcasts. Aber so, wie sie mich hier angestellt haben, so sehe ich mich nicht. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, Nico. Ich bin wirklich am Anfang so ein bisschen, krass. Ja, vor allem, wo einer wollte ein Selfie machen mit mir. Ich bin fast überfordert gewesen. Ich habe gar nicht gewusst, was ist das? Das ist ein Handy. Was mache ich jetzt damit? So. Ich habe keine Ahnung gehabt. Keine Ahnung. Aber ja, also für mich, ich habe das Gefühl, es sind mega viele von außen gsi, weißt du, einfach, wo ich am Stand war, sind mega viele am Stand gsi. Hat einfach so geschaut, ich habe ein Foto gemacht, aber nicht irgendwie, sie nicht zu mir gekommen und haben gesagt, hey, machen wir ein Selfie. Schätze ich mega übrigens, danke vielmals, weil ich bin nicht der Typ, der mit dem umgehen kann. Ich kann nicht damit umgehen, wenn einer kommt und sagt, hey, hure geiles Sieg, Mann, komm, wir machen ein Selfie, oder hey, geiler Podcast. Ich komme mir immer so, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich sage dann einfach, hey, danke vielmals, ich gebe es gerne auch Molly weiter. Aber ich weiss aber gar nicht, weil ich will nicht überheblich wirken oder so, denn ich will nicht einfach sagen, ja, danke vielmals, hure geil, ja, schön bist du da, ich weiss, danke, ja, bla bla bla, sondern, ja, keine Ahnung, ich finde es super schwierig irgendwie, ich finde es super schwierig, dass du nicht irgendwie überheblich überkommst in so einer Situation, keine Ahnung, vielleicht machen wir auch zu viele Gedanken, aber ja, es sind relativ viele, ja. Ja, darum habe ich das vorhin gefragt mit den Jungfischen, es sind extrem viel so zwischen, lass mich raten, 10 und 15 gewesen, die Selfie machen, eben gerade zum Beispiel auch Erik und seine Brüder, seine Kollegen dort. Und ich dachte, wow, krass, ihr hört unseren Podcast. Also ich habe gedacht, das sind mehr so die Leute in unserem Alter, weißt du? So. Ja, voll. Und das ist so auch mega schön gewesen, dass der Nachwuchs auch interessant findet. Ich kann nur zum Schluss noch sagen, für mich ist das wirklich so gewesen, die Schweizer Sportfischermesse ist einfach der Place to be, wenn du irgendwo in der Szene unterwegs sein willst, dich verknüpfen. Man hat es dieses Jahr wieder gemerkt, das ist mega krass. Die Leute, hey, man trifft alte Freunde, alte Schulfreunde dort plötzlich so, seit wann fischst du? Und ja, genau. das habe ich mega, mega schön gefunden.
Und dann noch 2 Worte zum Podcast. Der Podcast war wieder ein Abriss gewesen. Nico, was für ein Zungenbrecher auf Englisch. Lago Mio, was wir uns da wieder eins geleistet haben. Nein. Nächstes Jahr Ich habe mir geschworen, nächstes Jahr gehe ich besser auf Englisch noch in die Vorbereitung als das Jahr. Hey, ich habe es dann wieder, auch gedacht, wir müssen die Fragen und wir müssen es strukturierter machen. Aber ist wieder ein Learning, das man daraus rausziehen kann, Mann. Ich glaube, er kommt gut an. Und es geht ja nicht darum, was wir fragen, sondern es geht ja darum, was die anderen sagen. Ja, das ist ja sicher. schlussendlich der Kern. Und dann Jungs, ihr macht es mega sympathisch. Danke, Dusi. Danke. Ey, eigentlich kann ich mich bei euch zwei bedanken, dass wir das jedes Jahr oder zum zweiten Mal jetzt dort machen. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass uns immer die Stars und Sterne von der Angelszene zur Verfügung stellen, uns da unterstützen, dass die zu uns im Podcast kommen. Das ist mega, mega cool. Und danke gerade auch euch. Absolut. Ja. Und vor allem auch an die Bootswerft Gräf, heisst die, glaube ich, in Alteri, wo wir auf dem Finnwal haben dürfen den Podcast machen auf einem 555er, wie ihr es ja gehört haben. Danke vielmals auch an dieser Stelle. Ist ja auch nicht selbstverständlich, dass wir einfach auf ein Boot hocken, unser Equipment einrichten, weil es doch 3 Mikrofonständer, Strom, Podtrack, es wird drucken auf dem Boot etc. Also, jeder danke klettert vielmals auch an drüber dieser rein. Stelle. Genau, richtig, ja. Also ist auch nicht selbstverständlich. Das Boot ist übrigens Hey. verkauft worden. Ist verkauft worden? Geil, perfekt. Ja, Nur sicher wegen unserem will er- Podcast. Genau, ich wollte sagen. Eigentlich hätten wir noch fetten Fischverrückt-Sticker auf die Seite gehen. Ja, fix. Egal. Apropos Sticker. Für die den Mess keinen Sticker bekommen haben, meldet euch doch, wir können die sicher auch irgendwie mal zukommen. Ja, oder können wir es mal holen. Wir haben am Wasser sicher auch dabei. Fix. Für mich die Messe im Vergleich zum Vorjahr, ich habe sie recht geil gefunden. Ich habe am Anfang ein bisschen Bedenken gehabt, habe dann aber, wo wir dann dort waren, bevor es aufgegangen ist, habe ich gedacht, mal geil, die Leute stehen oben für auch an und alles. Und dann ist es losgegangen und normalerweise haben wir immer am 9 Uhr so ein bisschen den Run gehabt. Also wenn es aufgegangen ist, sind die Leute gerade zu uns gestürmt. Der Run ist eine Stunde verspätet gekommen. Das war eine brutal lange Stunde gewesen. Aber es war geil gewesen. Er hat dafür 2 Stunden länger angehabt. Wir sind recht überrannt worden am Samstag und am Sonntag, also beziehungsweise am Samstagabend dann das Resümee gezogen und dann muss ich sagen, hey, ja, ich glaube letztes Jahr war es Samstag ein bisschen besser gewesen. Da sind wir mal gespannt auf den Sonntag. Und was ich muss sagen ist, dieses Jahr ist der Sonntag Bombe gewesen. Also absolut genial von den Leuten her. Ich habe das Gefühl, am Sonntag haben wir Minimum gleich viel, wenn nicht mehr Leute drinnen gehabt. Einfach so von meinem Gefühl her. Und ist wirklich, also ich habe es geil gefunden, also wirklich sehr geil. Es war eine geile Messe. Eindruck habe ich allgemein, eigentlich, wie ich schon vorher schon gesagt habe, sehr cool gefunden. Es ist immer noch, wie es auch der Enrico gesagt hat, es ist immer noch familiär, es ist immer noch persönlich. Und das Problem ist, ich meine, wir haben jetzt den Gesi und den Ralf bei uns im Podcast und wir hören uns, den Gesi haben wir heute auch noch angerufen, als ich an der Kinderfastnacht war. Und man hört sich einfach, weißt, man telefoniert miteinander, das finde ich schon noch cool. Ich glaube, das kennst du mit den grösseren Veranstaltern, hättest du es wahrscheinlich nicht. Die persönliche Beziehung, das finde ich immer noch ist brutal wichtig. An dieser Stelle wirklich grosses Kränzchen euch beiden. Und auch gutes Schiff gsi mit der Grösse der Messe, dass sie die oberen Stöcke noch gemacht haben. Ich habe das Gefühl, es hat sich brutal gut verteilt von den Leuten her und man hat nicht gemerkt, rein vom Gedrängle her, dass mehr Leute gsi sind, aus meiner Sicht. Es hat sich wirklich super verteilt. Ja. Das ist eigentlich so ein bisschen das. Der Podcast, Oli, hast du schon gesagt. Vielleicht noch geschwind Zahlen von den Sales, für die es interessiert. Also wir haben an der Messe selber in diesen 2 Tagen haben wir, sage und schreibe, 115 Maximus-Routen verkauft. Und satte 73 Rollen dazu. Schnur habe ich nicht gerechnet, die haben wir vielfach dazugegeben. Scales haben wir auch nicht gerechnet, aber es ist also bombastisch. Also es ist wirklich. Danke vielmals allen, die an unserem Stand waren. Danke vielmals allen, die an die Messe gekommen sind. Hey, genial. Let's go again. Oh ja. Gut. Und auch ihr zwei kommen nicht darüber, wir spielen entweder oder. Hey Oli, wie wollen wir es machen? Wir haben einmal 4, einmal 3 Fragen. Wenn wir 2 und 2 machen? Du eine Ralf, eine Gesi, ich eine Ralf, eine Gesi. Ja, das können wir machen, ja. Also, perfekt. Ich fange an mit dem Gesi. Gut. Gesi, kochen oder essen? Essen. Ich habe es halb gedacht, aber es ist gleich noch so ein bisschen, du kochst noch sehr gern. Und wo du ja zu mir gekommen bist, hast du ja eine wunderbare Suppe mitgenommen. Und ja, da dachte ich, könnte noch kritisch werden.
Aber wer in der Regel gerne kocht, der isst auch gerne, gell? Ja, nein, ich hocke auch gerne her und esse einfach. Also. Oli? Ralf, wir starten gerade mit einer sehr schwierigen Frage für dich. Du bist jetzt sehr viel mit dem Gesi unterwegs. Gesi oder deine Frau? Easy. Was sonst? Die Gesi Frau hätte ihn schon lange geheiratet. Wow. Ui! Okay, gut, der Gesi wird rot. Meine Frau lässt auch zu. Herrlich. Hey, also, dann mache ich 2 Fragen am Ralf. Ist gut, Oli? Ja, ja. Also. Hey, Ralf, du fischst ja auch. Und du fischst ja auch gern. Gummi oder Blech? Puh. Gummi oder Blech, ja, das kommt immer aufs Wasser drauf an. Was ich noch gern fische, ist Wobbler, ja. Wobbler oder Topwater eigentlich. Wenn du mich jetzt fragst, was ist das Geilste, sage ich Topwater. Okay. Aber gibt es ja nicht im Blech und nicht im Gummi. Gibt es weder in Blech noch in Gummi, aber das ist eigentlich der Porno vom Fischen, ja. Und wenn du nicht am Schleppen bist, dann Ja, dann Gummi, ja. Gummi. Okay. Gesi, der letzte für dich. Resti oder Foodstand? Restaurant. Beides! Hauptsache Essen! Also- Ja, perfekt. Hat, glaube ich, einen Applaus verdient. Ich esse ja schon gerne, aber es ist nicht für mich. Ja? Ist klar. Ja, wie ihr gehört habt, nächste Woche werden wir wieder einen spannenden Gast bei uns haben. Schön, habt ihr für die Folge wieder eingeschaltet und ja, wir sind raus für heute. Das letzte Wort hat unsere Gäste. Ciao zusammen. Ciao zusammen. Merci vielmals, dass wir haben dürfen bei dem Podcast dabei sein. Und ja, wir sind schon gespannt auf die nächste Folge. Und behren uns nächstes Jahr wieder, wenn es heisst Schweizer Sportfischermesse. Tschüss! Ciao zusammen! Yeah, erste Podcast in der Schweiz übers Fischen ist draussen. Eben schon Glas ins Bier rufen, Fisch verrückt, treffen sie in den Buff oder werfen im Wasser. Die nächste Folge vom Forellenkönig und ein Bär sind im Kasten. Tight Lines, Baby!